Vor 2 Wochen haben wir den Esther-Film im Kino geguckt und ihr habt jetzt so in der Kleingruppe so den Anfang von dieser Esther-Geschichte, ein bisschen vertieft. Und darum gehe ich jetzt nur noch kurz so ein bisschen auf die Eckdaten ein, dass wir so ein bisschen wissen, an welchem Punkt von dieser Geschichte wir stehen. Also der Xerxes, oder wie es eben in anderen Übersetzungen auch heisst, der Ahasveros, ist 485 vor Christus persischer König geworden. Und sein Reich hat von Ägypten bis Indien ist es gegangen. Und in seinem dritten Regierungsjahr hat er ein Fest gemacht für seine Provinzminister und für seine Heerführer. Und es ist nicht einfach nur ein Festchen gewesen, sondern das Fest ist 180 Tage lang gegangen. Und zum Abschluss von dem Fest hat der König bereits ein bisschen in einem antrunkenen Zustand seine Frau mit der Schönheit von seiner Frau, von Vashti, angeben und die den Leuten vorführen. Und Vashti hat während dieser Zeit selber mit den Frauen auch ein Fest gefeiert und sie hat dem König ihr Kommen verweigert und hat gesagt, ich komme nicht, ich mache mich nicht vor diesen antrunkenen Männern zum Aff, sondern ich komme einfach nicht. Und weil der König ein paar hohe Minister geschickt hat, um die Vashti zu holen, ist das auch nicht eine Privatangelegenheit geblieben, sondern ist zu einer Staatsaffäre geworden. Sie haben alle gewusst, dass die Vashti dem König widersprochen hat. Und es waren sich auch alle einig gewesen, dem König zu widersprechen, das kann nicht ohne Konsequenzen bleiben. Und so haben die Berater vom Xerxes ihm geraten, die Königin Vashti zu verstoßen, ihr die Königswürde wegzunehmen und sie hat nie mehr vor dem König dürfen auftreten. Und geschichtlich gesehen sind dann ein paar Jahre vom Krieg gekommen gegen die Griechen. Und nach dem Krieg, wo der König zurück in Susa ist, erinnert er sich an die Vashti. Und es scheint, als ob ihm so ein bisschen eine gewisse Reue aufkommt. Er bereut, dass er sie verstoßen hat und so wissen die Berater sofort, wir müssen nach einer neuen Königin Ausschau halten. So eine Art Casting à la König sucht Frau hat man veranstaltet und aller Schönheiten im Land an den Hof gebracht. Und die sind dann dort ein ganzes Jahr lang vorbereitet worden, um dem König gegenüberzutreten. Und in Susa selber ist auch Esther als junge Frau auserkoren worden. Sie war Jüdin und vollweise. Ihre Eltern sind gestorben und so hat der Mordechai, ihr Onkel, sich um sie gekümmert und zu ihr geguckt. Die Esther war aber nicht nur von schönem Aussehen gewesen, sondern sie hat auch einen angenehmen Charakter gehabt. Sie war angenehm in ihrem Verhalten gewesen und darum hat sie schnell die Herzen für sich gewonnen. Und jetzt kommt die Zeit, wo sie nach dem Vorbereitungsjahr vor den König kommt. Und es ist ungefähr das Jahr 479 vor Christus gewesen. Und ab diesem Zeitpunkt dreht sich im Estherbuch nicht mehr alles nur um einen König und seine Frauensuche, sondern die Esther ist im Mittelpunkt. Sie hat, wie alle anderen, die einjährige Vorbereitungszeit durchlaufen. Und spannend ist, dass eigentlich schon am Anfang erwähnt wird, dass die Esther die Gunst vom Hegai, das ist der Aufseher über die Königinsarbeiterinnen gewesen, dass sie die Gunst von dem gewonnen hat. Und laut dem Vers 9 hat sie durch das auch gewisse Vorzüge bekommen. Also es steht dort, dass sich der Hegai sofort daran gemacht hat, die Schönheit von dieser Königin zu pflegen, von der Esther zu pflegen, zu gucken, dass sie genug zu essen bekommt. Und er hat ihr sogar 7 Dienerinnen zur Seite gestellt. Und man kann sich ja fragen, ja, was macht man so ein ganzes Jahr lang, um sich vorzubereiten auf das Treffen? Und auch das ist aus der Bibel beschrieben. Zuerst hat es eine 6-monatige Kur mit Balsamöl gegeben. Und nachdem
eine 6-monatige Myrrhekur. Alles, um die Haut zu reinigen. Und interessant in diesem Text ist, dass sich der Mordechai um die Esther weiterhin gesorgt hat. Es steht, dass er täglich zu dem Hof gegangen ist und sich erkundigt hat, wie geht's der Esther. Und jetzt ist dann der Tag gekommen, wo sie vor den König kommt. Und wie er der Mordechai geraten hat, erwähnt sie ihre Abstammung nicht. Sie verschweigt, dass sie Jüdin ist. Ja, man könnte sogar sagen, sie lügt in dem Fall. Sie verschweigt etwas über sich selber. Wie eine aufrichtige, fromme junge Frau tönt jetzt das vielleicht im ersten Augenblick nicht. Aber ich bin froh, dass so Geschichten der Bibel sind. Geschichten von Menschen mit Ecken und Kanten. Geschichten von Menschen, die nicht alles perfekt gemacht haben, aber wo wir uns damit identifizieren und von ihnen lernen können. Und es war recht lang umstritten, ob das Buch Esther überhaupt in die Bibel aufgenommen wird oder nicht. Weil die Agnostiker haben gesagt, im Buch Esther kommt Gott gar nie vor. In diesem Buch gibt es gar keinen Gott. Und wenn, so ist er sehr weit weg und abwesend. Die Deterministen dagegen haben gesagt, alles, was in diesem Buch Esther passiert, kommt von Gott. Weil alles, was passiert, ist Gottes Wille. Ich persönlich bin irgendwo zwischen diesen zwei Ansichten. Ich glaube nicht, dass alles, was in unserem Leben passiert, per se Gottes Wille ist. Aber Gott braucht alles, um daraus etwas Gutes entstehen zu lassen. Umwege sind für Gott kein Problem. Er ist außerhalb von Raum und Zeit. Er ist nicht an Zeit gebunden, wie wir das sind. Und doch dürfen wir in unserem Leben ging sehen, dass sein Zeitplan perfekt ist. Und um diesem Zeitplan ein bisschen auf die Spur zu gehen, möchte ich noch ein bisschen vorher anfangen. Nämlich bei der Frage, was machen eigentlich der Mordechai und Esther in Persien? Warum sind die nicht in Israel, im verheißenen Land? Die Vorfahren von Mordechai sind 100 Jahre vorher von den Babyloniern nach Babylon verschleppt worden. Das Reich ist aber untergegangen, weil es von den Persern eingenommen wurde. Und so sind die Israeliten automatisch zu den Untertanen der Perser geworden. Aber die Perser hatten einen anderen Umgang mit ihren Untertanenvölkern. Die Babylonier haben die verschleppt und zu sich genommen und gucken, dass die dort ihnen dienen. Die Perser haben aber diesen Völkern gewährt, dass sie mit zurück in ihr Land dürfen und haben sie dann dort mit hohen Steuern ausgenommen. Das war ihre Strategie. Und so haben die Israeliten zurück nach Israel dürfen, zurück nach Jerusalem und sie haben sogar die Erlaubnis bekommen, dort den Tempel aufzubauen. Und wer die Bibel kennt, der sieht hier vielleicht das erste Mal so ein bisschen den Zeitplan von Gott schon sich aufzeigen. Weil durch den Prophet Jesaja hat Gott schon viele Jahre vorher ganz klare Anweisungen für sein Volk, für die jetzige Situation gegeben. Im Jesaja 52, Vers 11 und 12 lesen wir nämlich, da sagt Gott durch Jesaja am Volk Israel: Verlasst Babylon, geht los, rührt nichts Unreines an, sondern lasst das alles hinter euch. Wer die heiligen Gefäße für den Tempel des Herrn trägt, der soll sich reinigen, damit er sie nicht entweiht. Ihr müsst nicht in aller Hast verschwinden. Ihr braucht Babylon nicht als Flüchtlinge zu verlassen. Der Herr, der Gott Israels, geht euch voran und er beschützt euch von allen Seiten. So man kann sagen, Gottes Anweisungen an sein Volk sind eigentlich klar. Er sagt ihnen, verlasst Babylon. Geht zurück nach Israel. Aber wie wir hier in dieser Geschichte lesen, gehören der Mordechai und Esther nicht zu denen,
die zurückgehen. Sondern sie bleiben in diesem heidnischen Land. Und ich habe mich gefragt, warum bleiben sie dort? Haben sie vielleicht kein Geld gehabt für die Reise? Hat es ihnen in diesem neuen Land vielleicht besser gefallen als vorher in Israel? Oder haben sie vielleicht dieser Verheißung nicht wirklich getraut oder nicht wirklich an sie geglaubt? Ich glaube, wir würden Mordechai oder Esther etwas Falsches in die Schuhe schieben, wenn wir würden sagen, sie waren Atheisten gewesen. Das sind sie ganz klar nicht gewesen. Sie haben an einen Gott gelobt, aber doch sehr im Geheimen. Man könnte sagen, vielleicht waren sie ein bisschen lauwarm gewesen. Ja, sie haben den Gott gekannt, aber es wirklich ausgelebt und dann auch öffentlich. Ich glaube, für fair zu sein, müssen wir hier auch ganz klar sagen, dass die Perser zwar nichts gegen den Glauben der Juden hatten, aber ihn trotz allem ein bisschen mit Argwohn betrachtet haben. Und das erklärt vielleicht auch, wieso sie es vielleicht mehr im Stillen gemacht haben. Aber ich glaube, Esther war zu diesem Zeitpunkt noch keine Glaubensheldin gewesen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass sie im Sinn hatte, eine zu werden. Aber Gott hat sie zu diesem Zeitpunkt schon längstens im Visier gehabt und hat einen Plan für sie gehabt. Schon wo sie noch, wage ich jetzt mal zu behaupten, nicht mega tief mit dem Gott unterwegs war, ist der Gott bereits mit ihr unterwegs gewesen. Hat an ihr gearbeitet, hat die Fäden im Hintergrund in seiner Hand gehabt. Ist im Hintergrund am Wirken gewesen. Das ist etwas, was mich an dieser Geschichte sehr fasziniert. Dass, obwohl Gott namentlich nicht erwähnt ist, können wir sehr viel von seinem Wirken sehen. Können wir sehen, wie er seine Hände im Spiel hat, wie er die Fäden zusammenpackt. Ohne, dass das die Beteiligten am Anfang wirklich realisieren. Und ich habe mir so überlegt, ist das in unserem Leben nicht auch oft so? Wir wünschen uns, dass wir Gottes Wirken in unserem Leben erfahren und stellen uns vor, es muss irgendwie blitzen und donnern und weiss ich was alles. Und wenn das dann nicht passiert, fragen wir uns, wirkt Gott überhaupt in meinem Leben? Hat Gott einen Plan für mein Leben? Und ich glaube, wir alle haben irgendwann in unserem Leben so die Phasen, wo wir uns vielleicht die Fragen stellen. Aber ich glaube, wenn wir Monate, Jahre, manchmal Jahrzehnte später zurückgucken, dann können wir eben sehen, wie Gott schon längstens, bevor das wir gewusst haben, wo es hergeht, hat er angefangen, den Weg zu bahnen. Hat er angefangen, mit uns unterwegs zu sein und eine Richtung vorzugeben. Und sein Zeitplan, Gottes Zeitplan, der ist so souverän, dass er sich auch von Umwegen nicht aufhalten lässt. Das ist auch etwas, was wir in dieser Geschichte sehr deutlich zum Vorschein ist gekommen. Weil in dieser Geschichte hätte ganz, ganz vieles auch anders sollen laufen. Ich habe mir mal so ein paar Beispiele aufgeschrieben, was eigentlich in dieser Geschichte anders hätte sollen laufen. Gottes Volk hätte nicht gegen Gott sollen sündigen, dann wären sie nicht nach Babylon verschleppt worden. Alle Juden hätten, nachdem dass sie das Land verlassen durften, laut dem Befehl von Jesaja zurück nach Israel sollen. Der Mordechai und Esther hätten ihren Glauben nicht verheimlichen. Dann wäre vielleicht der Erlass, wo später der König getroffen hat, alle Juden umzubringen, wäre der vielleicht nicht ausgegeben worden. Wissen wir nicht. Oder der Xerxes hätte sich nicht von seiner Frau trennen sollen, weil was Gott zusammenführt, sollen wir Menschen nicht scheiden. Er hätte sich auch nicht von seiner Manneskraft leiten und den Palast in so eine Partyvilla umzuwandeln. Der Mordechai als guter Jude hätte eigentlich verhindern, dass Esther
an so einem heidnischen Königinnen-Casting teilnimmt. Und Esther hätte nicht ihre Jungfräulichkeit an so einen heidnischen Herrscher verlieren sollen. Später werden wir noch sehen, nachdem dass der Mordechai das Leben vom König gerettet hat, hätte er eigentlich für das belohnt werden. Es ist dann ein Befehl herausgekommen, wo Mordechai gesagt hat, dass er sich vor dem Haman sollte verbeugen. Und auch der Haman hätte dann seinen Hass, den er auf Mordechai hatte, weil der sich eben nicht verbeugt hat, der hätte den Hass nicht auf das ganze Volk übertragen. Und so sehen wir, die Geschichte ist voller hätte, würde, sollte. Und wäre das alles nicht gewesen, wäre die Geschichte, glaube ich, ganz anders rausgekommen. Und vielleicht hast du in deinem Leben auch so Situationen, wo du siehst, das hätte nie passieren in meinem Leben. Oder die Entscheidung, die hätte ich nie treffen sollen. Und dann möchte ich dir zusprechen. Die gute Nachricht, die wir in dieser Geschichte sehen, ist, dass Gott trotz dem mit uns ans Ziel kommt. Sein Zeitplan, der geht nicht aus allen Fugen, nur weil wir dort eine Fehlentscheidung treffen. Weil die Geschichte, die ist voller Umwege, wo Menschen irgendwo einen Weg gegangen sind und Gott kommt trotz diesen Umwegen oder mit diesen Umwegen mit seinem Volk ans Ziel. Und es zeigt mir persönlich auf, dass Gott so viel größer ist als wir Menschen. Dass er einen Blick hat, den wir nicht haben. Und dass seine Wege eben viel höher sind als unsere Wege. Und es zeigt mir auf, dass sein Zeitplan perfekt ist und voller Gnade. Sein Zeitplan ist voller Gnade. Gnade ist etwas, was uns unverdient trifft, das wir nicht erklären können, das unbeschreiblich ist. Und ganz ehrlich fühlt sich Gnade manchmal auch ein bisschen surreal an, weil unter dem Strich ist Gnade eigentlich etwas Unfaires. Fair wäre es, wenn wir das bekommen, was wir verdient haben. Aber Gnade bedeutet, dass wir das bekommen, was wir selber eben gerade nicht verdienen können, sondern was jemand anderes für uns dient hat. Im Himmel kommt nämlich niemand, weil Gott uns das gibt, was wir verdient haben. Im Himmel kommen nur Menschen, die sich von Gott das schenken lassen, was wir eben selber nicht tun können. Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir auch so ein Beispiel von dieser Gnade. Der erste Himmelsbürger im Neuen Testament war ein Verbrecher. Der Mann hat keine Chance mehr gehabt, um sich zu entschuldigen. Er hat keine Chance mehr gehabt, um Leute um Vergebung zu bitten, weil er selber neben Jesus an dem Kreuz gehangen ist. Aber er hat erkannt, dass er die Gnade braucht. Und das ist das, was ihn zum ersten Himmelsbürger gemacht hat. Gott ist ein gnädiger Gott, weil er, glaube ich, nicht anders kann als gnädig sein. Aber das bedeutet nicht, dass wir machen und tun, was wir wollen. Sondern es bedeutet, dass wenn wir unsere Fehler bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns von unseren Sünden. Das lesen wir im 1. Johannes 1,9. Und ich glaube, darum ist Gottes Zeitplan eben so voll von dieser Gnade. Er bietet uns ging um mich an, dass wir umkehren können. Dass wir von unseren Umwegen zurück auf seinen Weg kommen und in seinen vorbereiteten Werk dürfen anfangen laufen. Ein anderes Wort, das die Geschichte von Esther sehr prägt, ist das Wort Gunst. Ich habe am Anfang schon gesagt, Esther hat die Gunst vom Hegai gewonnen. Und auch in dem Text, den der Benni vorhin vorgelesen hat, der Predigtext, steht, dass der König Esther lieb gewonnen hat, dass sie Gnade und Gunst bei ihm gefunden hat. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, ja,
Gunst, was ist das genau? Und von wo kommt denn die? Ich glaube, Gunst ist ganz eine spezielle Gnade, wo Gott uns gibt. Wir können uns das nicht verdienen, aber die Bibel spricht immer dann von Gunst, wenn Gott Türen auftut, die menschlich gesehen eigentlich unmöglich zu öffnen sind. Die Esther hat nicht Gunst bei den Menschen gehabt, weil sie alles richtig gemacht hat, sondern weil Gott der war, der die Türen geöffnet hat, der den Weg geebnet hat und wo ihr bei den entscheidenden Leuten Gunst geschenkt hat. Und ich glaube, spätestens an diesem Punkt von dieser Geschichte erkennen wir, dass die Esther eben nicht einfach Königin geworden ist, weil sie so schön war. Sie ist nicht nur aufgrund von ihrer Schönheit Königin geworden, sondern sie ist Königin geworden, weil hinter dran ein Gott ist, der die Fäden führt, der seine Finger im Spiel hat und ihr Gunst bei den Leuten geschenkt hat und schlussendlich die Tür zu dem Königin werden aufgetan hat. Gunst kann manchmal aber auch bedeuten, dass Gott eine Tür zutut. Oder eine Tür gar nicht erst auftut. Oder ein Gebet ganz anders erhört, als das wir persönlich uns das vielleicht vorstellen. Ich glaube, die Geschichte von Esther zeigt uns auf, dass Gunst etwas Göttliches ist. Aber sie zeigt uns auch einen natürlichen, menschlichen Anteil von dieser Gunst auf. Die Esther hat die Gunst von ihren Mitmenschen gewonnen. Und ich glaube, ich weiß warum. Die Esther war eine bildhübsche Frau, aber sie hat keine Spur von Arroganz versprüht. Wir lesen nichts davon, dass sie eingebildet oder stolz war, sondern sie hat ihren Demut die Ratschläge vom Hegai angenommen. Sie ist ihren Mitmenschen auf Augenhöhe begegnet. Und das hat ihr schlussendlich auch menschlich gesehen die Gunst verleiht. Spannend ist nämlich, das ist ja eben, ich habe vorhin gesagt, es war so ein Casting. Und wenn die so Sendungen im Fernsehen gucken, das gibt es ja heute auch, die Castings. Und das ist eigentlich sagen wir mal so, es ist Zickenkrieg in diesen Sendungen. Wer jetzt eben das Rennen macht. Und von dem lesen wir hier nicht. Es steht nämlich, dass sogar ihre Konkurrentinnen die Esther gerne hatten. Und ich glaube, dass du und ich so den Schatz von dieser natürlichen Gunst auch in uns tragen. Gott hat es in uns hineingelegt. Aber wir müssen uns entscheiden, dass wir dem Raum geben in unserem Leben. Und die Bibel erklärt den Schatz im Galater 5,22 folgendermaßen: Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Gott selber lädt die Eigenschaften durch sein Geist in uns hinein. Aber wir müssen uns entscheiden, dass wir dem in unserem Leben Raum geben, dass wir die Gaben einsetzen. Und so sehen wir in dieser Geschichte, dass, auch wenn Esther nicht alles richtig macht, Gott hat einen Plan mit ihr. Er ist der über dem Leben hier steht, der die Fäden in seiner Hand hat. Und sie schlussendlich in eine Situation hineinstellt, wo wir später dann noch werden sehen, wo sie zu einer Volksheldin wird. Und das zeigt mir einmal mehr, wie gross, wie gnädig und mächtig das unser Gott ist. Und es ermutigt mich selber, zum mutig Schritte zu machen, zum mutig vorwärts zu gehen, im Wissen darum, dass der Gott neben mir ist. Dass er der ist, der den Zeitplan in seiner Hand hat. Und unser heutiger Bibeltext endet mit dieser Geschichte
wo wir lesen, dass der Mordechai einen Mordschlag auf einen König mitbekommt, das der Esther erzählt und Esther wiederum der König warnt. Und so wird der Mord am König verhindert. Und auch hier sehe ich persönlich Gottes Wirken dahinter. Warum sonst sollte der Mordechai zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort stehen und er auch noch mitbekommen, dass die den Mordanschlag auf den König planen? Ich persönlich kann nicht anders, als da drin Gottes Führung zu sehen. Weil, wie wir die auch noch werden sehen, ist der Mordanschlag, der dort verhindert wird, ist ein weiteres Puzzlestück, das dazu führen wird, dass Gottes Volk gerettet wird. Es ist nicht nur die Königin Esther, die ihren Teil dazu beiträgt, sondern der Mordechai trägt auch seinen Teil dazu bei. Und um ihn ist mehr sehen wir, dass Gott als der im Verborgen wirkende Gott im Mittelpunkt von dem Estherbuch steht. Auch wenn er namentlich nicht erwähnt ist. Und wie Gott für die Esther und den Mordechai einen Plan hat, so hat er auch für dich und für mich einen Plan. Da bin ich zu 100% davon überzeugt. Weil in der Bibel sehen wir lauter Menschen, die mit dem Gott unterwegs waren und wo Gott Sachen in Menschen gesehen hat, die sie selber zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen haben. Aber er ist mit ihnen weggegangen und hat schlussendlich sie an das Ziel gebracht, das er mit ihnen hatte. Und darum möchte ich euch ermutigen, euch ging mich von dem Gott zu führen und zu leiten, in seiner Gnade und Gunst vorwärts zu gehen. Im Vertrauen darauf, dass er trotz oder mit unseren Umweg mit uns persönlich ans Ziel kommt. Weil sein Zeitplan perfekt ist. Amen.